Die Pfeff, die ihr alle kennt, Pfeff Gring, die sich alle bestimmt auch bekannt durch Kamion durch das Land fuhren, die dafür sorgen, dass man den Auffall, den wir so produzieren, hoffentlich immer Männer, auch richtig entsorgen. Die wisst, wer die Schwätze von 3 Buchstaben SDK, Super Dreckskirch, den Thomas Hoffmann als bei mir zuständig für Kommunikation. Thomas, guten Mittag. Ja, moje Kamil. Ja, Fredos Leitze sind wie jedes Jahr, ja, nicht die letzten 2 Jahre, das war ein bisschen anders, gemeinsam mit dem ULC, mit dem Konsumentenschutzbund, gleich auf der Vor, weil wir haben seit über 20 Jahren eine ganz gute Partnerschaft mit dem Konsumentenschutz, weil unser Interesse ist im Fungol ja dasselbe ist. Wir wollen den Konsument aufklären und Nachhaltigkeit wird immer mehr wichtig. Und auch im Konsumentenschutzbund ist das ganz bewusst. Und von daher ist das eine wunderbare Gelegenheit, live auf der Foire Agricole für da gemeinsam den Konsument umzuschwätzen und zu begleiten. Das passt an, die sieht ja auch Nopa von der Foire Agricole, weil Super Dreckskirch, das können vielleicht was für. Ja, erklär mal eigentlich für die Leute, die nicht wissen, wo da daheim sieht, wer sich da auf dem Cité, da wo das? Ja, effektiv sind wir nicht ganz weit weg. Wir sind zu Colmar-Birch, das sind just 5 Kilometer. Da haben wir aus Zwischenlager, wo wir die Produkte, die wir sammeln, in Isterlin von den Privathaushaltern. Also das sind Problemprodukte, wie wir sagen. Wir schwätzen nämlich von Aufhell. Jeder hat vielleicht schon gehört, dass, weil ein neues Gesetz rausgekommen ist und da geht auch viel mehr von Ressourcen geschwatzt. Und die Recyclingzentren, die gehen auch im genannten Ressourcencenter. Also es geht darum, auch die Produkte, die wir sammeln, auch die problematischen Produkte wie Färbe, Lacken, nochmal zu recyceln und im neuen Zweck zuzuführen. Ich meine, du hast da ganz viel Education gefroht, der TRD viel Radio, die hat ganz viele Publikationen, wo die Leute sensibilisiert, die für die richtigen Triebe zu machen, für zu wissen, was geht wohin. Ja. Mit das ist ein langer Exerzis, das ein Kampf sozusagen. Ich kann vielleicht noch 2 Beispiele nennen, wo jeder Verein auch mitmachen kann. Einmal ist da das Projekt mit Peinture Robert. Das ist ein Färb, die nennt sich Robert Loop. Und die Färb, die wird produziert aus Färbrechten, die der Konsument, der Bierger bei uns aufgibt. Also wenn der Bierger bei uns weiß, Färbrechte aufgibt, die nämlich braucht, da gehen wir die weiter bei Peinture Robert und die machen wir nochmal neu Färb draus. Ein anderes gutes Beispiel, das sind Kerzenrechte. Nun da haben wir eine Partnerschaft mit der Kerzenfabrik zu Lützeburg, das ist die Kerzenfabrik Peters, zu Hauschen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, und die produzieren da effektiv nochmal ein neues Kerz draus, ein Outdoor-Kerz. Also das sind 2 wunderbare Beispiele für praktisch Kreislaufwirtschaft, Ökonomie zirkulär zu Lützeburg, wo ein Fungolitverein mitmachen kann. Ich hatte die Chance, für Matthias durch ganz Anlage zu gehen. Als das etwas, was auch die Leute proposiert, kann ich eine Visite, wo man die Pandemie ein bisschen da ist, dass ich nicht auch besichern kann. Ja, also wir sind ganz transparent. Bei uns kann man zu jeder Zeit kommen. Am besten natürlich, sagen wir mal, 3, 4, 5 Leute. Zur Not auch einzeln. Also wie gesagt, wir sind da ganz ob und jeden, der bis bei ist vor, den ist eigentlich erstaunt, was denn da alles zu gesehen kriegt und ja, wonach keinen, den das bedauert hat, bei uns gewesen zu sein. Mehr Informationen natürlich auf sdk.lu. Thomas Hoffmann, vielmals merci für den Besuch. Mehr Informationen dann eben Umstand, also im Nopa hier an der Hall auf der ULC. Genau, ja. Also, wenn er auf unseren Stand kommt, dann geht er Informationen über alles. Bereich Aufall, Rekonsum, Konsum und so weiter. Merci. Merci auch, das ist der Leute bestimmt wichtig. Ja.